Amoi, seg mal uns wieder. Amoi, schau jo von oben zu. Emma Luise, Sextalk, Bisexualität, Ass-Eating, Libidoverlust wegen Pille und komische Geräusche beim Syx. Da ich ja mehrmals wöchentlich Syx praktiziere, Kappa, genau mein Thema. Haben wir's? Jetzt kommen die englischen Wörter. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute gibt es mal wieder ein neues Video und zwar einen Sex-Talk. Ich würde sagen, wir warten jetzt gar nicht länger und fangen einfach an mit diesem Video. Liebstes Sextoy. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf meine allgemeine Stimmung an und was ich aktuell suche. Overall bin ich ein sehr großer Fan von Amorelie an sich, von der Webseite. Ich finde, die haben somit die beste Auswahl an Toys für Singles, für Paare, für was auch immer. Also die haben eigentlich für jegliche Situation irgendwas. Ja, die hatten eine Zusammenarbeit mit Amorelie. Nicht nur, weil ich mit denen zusammenarbeite, liebe ich die so, sondern allgemein. Also ich war auch davor, bevor ich mit Amorelie zusammengearbeitet habe, immer schon ein Fan von der Seite. Ich finde Viel Werbung, man. sehr hochwertig gemacht alles und man hat nicht das Gefühl, auf irgendeiner komischen Seite zu sein, sondern man fühlt sich eher irgendwo eingeladen, die Seite anzuschauen. Alles, was äußere Stimulation betrifft, sorry, Pablo wirft die ganze Zeit seinen Knochen hin und her. Oh, okay. Also ich bin eher der Fan, was äußere Stimulation angeht, wenn es um Selbstbefriedigung geht. Ich habe jetzt auch von Amorelie so ein 3-in-1-Set, wo man so verschiedene Aufsätze hat, was ähnlich wie der Womanizer funktioniert und das mag ich auch sehr gerne. Also Womanizer und alles in die Richtung ist the way to go für mich. Ich habe noch nie Sextoys gebraucht. Wirklich noch nie. Ich schaue mir dieses Video jetzt einfach an und lasse es wirken. Ich arbeite ja mit Gummilove zusammen, dieser Schweizer Sexpräventionsfirma, und die haben mir ein Paket zugeschickt mit einem Dildo. Ja, jetzt habe ich ein Dildo zu Hause auf jeden Fall. Wenn jemand einen will, einfach melden per DM, Digga. Ehrlich gesagt, vieles mir und manchmal noch immer sehr schwer da offen drüber zu reden. Die Sexualität ist jedem Menschen selbst überlassen und das ist etwas unglaublich Privates und ich habe über die Jahre gelernt. Ja, es ist halt schon ein unglaublich privates Thema, Sexualität, und deshalb würde Emma Luise auch nie ein Video machen, das sich 200.000 Leute anschauen. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Thema in kleinen Kreisen bleibt. Privatzeit und ich liebe es, Dinge für mich zu behalten irgendwo. Also in meinem Bekanntenkreis und aus dem Internet raus, sag ich mal so. Erstmal muss ich sagen, finde ich, gibt es da auch so ein bisschen, vielleicht sehe auch nur ich das so, ich finde es sehr schwer, über das Thema zu reden, deshalb schreibe ich lieber über das Thema, wenn überhaupt, weil ich mich irgendwie nie so einer Gruppe zugeordnet gefühlt habe. Aber ich will auf keinen Fall was Falsches sagen jetzt. Aber für mich persönlich, ich finde, es gibt schon einen Druck, irgendwo mit seiner Sexualität richtig umzugehen. Ich war lange der Meinung, dass ich mich irgendwo zuordnen muss, aber wollte mich gleichzeitig nirgendwo zuordnen, weil ich wusste, ich fühle mich keiner Gruppe aktuell richtig zugeordnet. Das mag sich vielleicht auch ändern und irgendwann mag ich da auch total eine andere Meinung haben, aber aktuell war es für mich einfach so, ich weiß im Herzen, wo ich bin und was ich bin. Habt ihr etwas verstanden gerade? Im Podcast mit Tim habe ich dann ja erwähnt, dass ich bisexuell bin und dass ich auch durchaus mir eine feste Beziehung und mehr als nur rummachen mit einer Frau vorstellen kann. Und ich glaube, das war so mein erstes kleines Coming-out. Ich habe nie für mich ein Coming-out gebraucht oder irgendwie. Ja, das mit der Sexualität ist schon ein schwieriges Thema. Ich denke, in jedem Menschen, oder ich bin auch der Meinung, jeder Mensch ist zu einem gewissen Prozentsatz schwul und jede Frau ist zu einem gewissen Prozentsatz lesbisch, und bei gewissen Menschen ist es mehr ausgeprägt und bei anderen Menschen weniger ausgeprägt. Ich denke schon, nur wenn man mal so die Gedanken hat, so wie wär's, so vielleicht ist es interessant, so dann hat man ja wie ein bisschen das im Kopf, aber es ist jetzt nicht so viel, dass ich es machen würde. So ein Moment, wo ich sage, hey Leute, ich bin bisexuell und ich finde es absolut okay und legitim, wenn Leute das wollen und machen müssen für sich selber. Ich wusste schon, glaube ich, relativ früh, dass ich auch Frauen liebe und auch mit Frauen eine Beziehung eingehen kann. Aber ich wollte es aus mehreren Gründen mehr für mich behalten. Einmal, weil ich, glaube ich, noch nicht bereit war, offen darüber mit meinen Freunden zu reden, weil ich mit allem anderen so offen war. Und das war für mich irgendwie so die eine Sache, die für mich schwer war zu kommunizieren, weil es ja irgendwo mich betrifft. Und ich denke so, wenn es mich betrifft, dann muss ich es nicht wirklich nach außen bringen. Weil ich jetzt noch nicht so wirklich eine feste Beziehung mit einer Frau hatte, vielleicht glauben mir Leute nicht oder vielleicht sagen Leute dann, dass ich es nur für Aufmerksamkeit mache oder so. Und irgendwie hatte ich dann so Angst und so Schuldgefühle. Für mich war es ein sehr komplexes Thema, aber so langsam traue ich mich da offen
mit umzugehen, weil es ist das Schönste der Welt. So wisst ihr, Liebe ist so toll. Ich liebe es, verliebt zu sein. Und ich gehe mit meiner Sexualität nicht offen um, aber das war für mich so ein Ding, was ich lange für mich behalten habe. Kann ich verstehen, dass man das für sich behält. Und jetzt bin ich so langsam bereit, da mehr herauszugehen. Also ja, ich bin Sitzt Emma Luise eigentlich am Boden? bisexuell. Das ist meine Sexualität und Libidovers Lust durch Pille. ich bin kein Arzt und ich bin auch kein Experte, aber ich muss sagen, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich, als ich die Pille genommen hatte, einen extremen Libido-Verlust hatte und vor allem deutlich schlimmer war es für mich, als ich sie abgesetzt habe, weil ich fand, danach habe ich erstmal gemerkt, was... Beim Libido-Verlust auch sexuelle Inappetenz, Hyposexualität veraltet wieder, sind sexuelles Verlangen und Geschlechtsvertrieb gestört. Betroffene haben keine Lust mehr auf Sex. Okay, I see. für ein Chaos in meinem Körper stattgefunden hat. Also bei mir hat es relativ lange gedauert, bis ich mich so eingependelt habe in ein normales, hormonmäßiges Level wieder zurück. Also es hat unglaublich lange gedauert bei mir. Gleichzeitig muss ich sagen, kommt es, glaube ich, auf jeden selbst drauf an, wie er damit umgeht und wie die Pille auf ihn wirkt. Manche Frauen haben gar keine Probleme damit, andere Frauen haben sehr starke Ja, kenne ich mich nicht aus. Probleme und bei manchen Frauen entwickelt sich das über die Jahre. Ich bin kein Mensch, der sagt, oh, ihr könnt auf keinen Fall die Pille nehmen, das ist grauenvoll, wie könnt ihr sowas tun? Ich finde, jedem Menschen ist selbst überlassen, wie er verhütet, solange er irgendwie verhütet. Gut, also, wenn ihr verhüten möchtet, ne? Dann finde ich, muss jeder Mensch da seine eigene Methode finden und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach, was für die Person funktioniert. Und für manche Leute, muss man echt sagen, funktioniert die Pille einfach. Aber für mich hat sie nicht funktioniert und für mich war ein extrem krasser Libido-Verlust mit im Spiel und weshalb ich auch einfach gemerkt habe, ich bin nicht mehr so, wie ich eigentlich bin, sondern ich bin irgendwie eine komplett andere Person. Ich meine nicht, dass ich sonst 24 Stunden rattig bin und mir denke, oh mein Gott, ich muss jetzt Sex haben und egal was mich sonst normalerweise verangeschweißt hatte, nichts hat mir geholfen. Da wusste ich einfach, okay, ich muss jetzt irgendwas tun. Und wie gesagt, mit dem Absetzen wurde es dann nicht sofort besser, aber dann habe ich immer gemerkt, okay, mein Körper ist jetzt wieder normal und jetzt bin ich wieder 24/7 rauerlich. Ja. Libido-Verlust kann aber auch durch ganz verschiedene Dinge eintreten. Nicht nur durch die Pille, sondern auch durch Hormone, die aktuell einfach im Körper sind, die natürlich dann auch von der Pille beeinflusst werden, aber das kann auch einfach euer Hormonhaushalt sein, es kann durch eure Ernährung sein, es kann durch Stress sein, es kann durch was auch immer im Leben sein, also gehört auch sehr viel mehr dazu. Ich glaube, man ist da schnell mal zu sagen, okay, die Pille macht das, aber bei manchen Menschen ist es vielleicht gar nicht die Pille, sondern was ganz anderes. Versucht einfach mal so einen groben Blick dafür zu haben, was überhaupt gerade alles bei euch im Leben abgeht. Und wenn ihr super viel Stress habt und dazu dann noch die Pille nehmt, dann kann es schon sehr gut einhergehen, dass Libido-Verlust dann schneller kommt, als bei jemandem, der einfach nur Ja, das denke ich aber auch. Stress ist schon, wenn man viel macht im Leben, vielleicht beim Arbeiten oder so, kann es schon sein, dass man dann weniger Lust hat, safe. gestresst ist oder nur die Pille nimmt. Falls es Sinn ergibt. Ich glaube nicht. Eating ass, ja oder nein? Jetzt kommt's. Für mich persönlich, ich kann mich damit nicht anfreunden. Analverkehr ist vielleicht nochmal was anderes, aber selbst da bin ich auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt einen Dick in meinem Arsch. Nein, für mich... Ich brauche unbedingt einen Dick in meinem Arsch. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber nee, Ass-Licking, Bro. Da bin ich aber komplett raus. Für mich ist es nichts. Für mich ist nichts. Ich kann... Da muss man, wenn man das macht, unter den einzigen Umständen, dass man das macht, ist, dass man wirklich so richtig horny ist. Dann kann ich mir vorstellen, kann das passieren. Aber rein nüchtern betrachtet und nicht horny, ist es jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, ja doch, das muss ich heute noch machen. Vielleicht bei einer Frau, vielleicht, nee, eigentlich selbst da nicht. Ich weiß, dass es durchaus auch stimulierend sein kann für den Mann oder für eine Frau. Ich weiß nicht wieso, aber nein. Es gibt Grenzen und das ist eine Grenze für mich persönlich. Ich finde es aber nicht schlimm, wenn andere Leute es total toll finden, aber ich persönlich brauche es nicht unbedingt. Es gibt ja auch Männer, die das nice finden. Wie heißt das? Es gibt so einen Namen für das bei den Männern, aber ich weiß nicht. Also wenn das Frauen bei den Männern machen, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Rimjob. Chat, Rimjob? Da sehe ich euch drin. Was machen, wenn komische Geräusche beim Sex passieren? Ich denke, das ist bezogen so auf Aufnehmen und auf Pornhub laden. Briefing und allgemein komische Geräusche, die aus eurer Kutschi kommen können, wenn zu stark penetriert wird oder in zu unrhythmischen Abständen, sage ich mal so. Ich weiß, es ist normal und es ist einfach der Körper und Digga, ist halt einfach normal, what the fuck.
es ist oft auch gar nicht die Schuld von eurer Coochie, sondern von dem Dick, der bei euch einfach Luft reinhämmert, sag ich mal so. Da, keine Ahnung, wenn da irgendwie ein Winkel nicht stimmt und ihr dann irgendwie vielleicht sehr gespreizte Beine habt, dann kann da ein bisschen Luft mit reinkommen und dadurch entstehen diese Furzgeräusche. Und natürlich ist es irgendwie unangenehm. Man versucht dann drüber zu lachen und ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich dann einfach drüber gelacht habe und so, der Typ hat es nicht mal jetzt gemerkt. Aber ich finde halt, in dem Moment, wo ich lache, ist es dann irgendwie auch unangenehm. Manchmal, wenn man die Situation vielleicht anspricht, wird es vielleicht sogar noch cringer, gibt es manchmal, aber andererseits, ja, ist ja auch normal, what the fuck, ist ja nicht schlimm. Kann man es überspielen? Ich weiß nicht, mit so einem ist auch ja, überspielen ist immer cringe eigentlich. Überspielen immer cringe. komisch. Also ich würde es einfach versuchen zu ignorieren und einfach weiterzumachen. Geht dann nicht so drauf ein und sagt so, oh mein Gott, Entschuldigung, weil am Ende des Tages, es passiert manchmal, es kann Aber es ist ja wirklich nicht schlimm. durch so viele Gründe passieren. Aber ja, ich versuche meinen Beckenboden immer zu trainieren, damit da alles... Es ist auch mehr oder weniger normal, dass vielleicht mal ein Furz bei jemandem rausrutscht. Ist mir glücklicherweise noch nie passiert. Entweder man lacht zusammen drüber, wenn ihr auf so einer Basis seid, wo ihr einfach drüber lachen könnt, oder man versucht es einfach zu ignorieren. Ja, und wenn der Junge einen Kommentar macht, dann könnt ihr immer zurückschallern mit, ja, weil du Luft in mich reingehämmert hast. Das ist nicht... Ihr seid beim Syx im Bett, dann kommt der Furz aus der Ouija, oder wie sie gesagt hat, und dann lacht der Dude und dann sagt man einfach, du hast Luft in mich gehämmert. Das ist immer sehr romantisch. Du hast Luft in mich reingehämmert. Ein Presslufthammer. Nicht meine Schuld. Freundschaft Plus, wir konnten uns mehr vorstellen. Jetzt hat er eine Freundin, schreibt aber trotzdem noch anzügliche Kommentare. Let him go. Ich finde, wenn man eine Freundschaft Plus mit jemandem anlaufen hat, dann ist das vollkommen okay. Es kann ja auch sein, dass beide Seiten einfach gerade sagen, hey, ich will gerade keine Beziehung, aber ich will irgendwie schon die Vorteile einer Beziehung. Auch wenn ich das ganze Freundschaft Plus Gerüst etwas fragwürdig finde, weil was genau ist eine Freundschaft Plus? Ich hatte jetzt noch nie eine Freundschaft Plus. Weil ich finde es halt schwer, mit jemandem so auf Dauer zu chillen, aber da nicht in einer Beziehung zu sein. Also quasi die ganzen Vorzüge einer Beziehung zu haben oder Vorteile einer Beziehung zu haben, aber dann nicht committen. So, das finde ich irgendwie schwer. Also dann habe ich lieber... Ja, aber Freundschaft Plus finde ich actually gar nicht schlimm. Leute, die Freundschaft Plus haben, die leben sich ja einfach aus, so wie sie gerade wollen. Und I guess, wenn man Freundschaft Plus macht, dann hat man sich auch in einer Art gerne so, weil sonst will man es nicht machen. Ich habe immer das Gefühl, bei Freundschaft Plus spielt Gefühle mit. Safe habe ich das Gefühl, aber vielleicht nicht so viele Gefühle wie in einer Beziehung. Und man muss auf jeden Fall aufpassen, dass nicht der eine zu viel will und der andere nicht. Aber ich denke, wenn man offen redet und dann funktioniert das schon. Und wenn vielleicht einer mehr will und der andere nicht, dann soll man einfach aufhören. Ist wahrscheinlich am besten. Mal wieder so dicke Appointments miteinander, aber ohne, dass man so viel zusammen rumhängt, weil ich glaube, das könnte ich emotional einfach gar nicht verkraften. So, ich verliebe mich so schnell in Leute und ich glaube, das würde mir mein Herz brechen. Wenn man dann schon diesen Schritt eingeht und sagt, okay, hey, wir haben hier eine Freundschaft plus und wir können uns eigentlich mehr vorstellen, dann ist es erstmal schon ein Schlag ins Gesicht, wenn der Typ dann auf einmal eine Freundin oder was auch immer einen Partner hat. Ja, ich denke, man muss bei Freundschaft Plus einfach von Anfang an klar sagen, was man will. Weil wenn dann plötzlich jemand einen Freund hat oder eine Freundin und der andere wollte aber eigentlich etwas von ihm, dann ist das scheiße, aber man muss offen sein, dann klappt das schon. Das wäre ich dann, glaube ich, schon so, Alter, das tut schon irgendwie weh, weil wir eigentlich beide dachten, okay, das könnte vielleicht doch mehr werden und dann kommt da jemand, was ja auch okay ist. Ja, aber wenn beide denken, es wird mehr und beide wissen es aber nicht, dann hat man halt nicht offen geredet. So klar kann passieren, weil, weiß nicht, aber I guess einfach offen reden, dann passt das schon. Man weiß ja nicht, wo die Liebe hinfällt, aber es tut trotzdem weh für die andere Person. Und wenn ich dann immer noch so Kommentare bekommen würde, wenn ich mir so denke, du dummer... Ja, ich würde F Plus machen. Ich habe das noch nie gehabt, aber ich würde es schon machen, wenn es sich ergibt. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der forst das so, ich will jetzt F Plus haben, ich brauche das so. Ich glaube, F Plus ergibt sich einfach so. Vielleicht trifft man sich mit jemandem, man merkt, man hat es gut zusammen, aber nicht in einer Ebene der Beziehung, so, und denke ich, so kann sich das ergeben. So, und wäre ich in der Position, würde ich glaube ich sofort den Kontakt abbrechen und einfach sagen, hey, war schön, aber ich muss jetzt nicht unbedingt den Kontakt mit dir aufrechterhalten. Aber natürlich gehören da auch noch andere Faktoren zu, aber ich persönlich würde ihn darauf hinweisen, dass er jetzt eine Freundin hat und dass diese Freundschaft plus Situation ein Ende hat, weil das funktioniert halt nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, wichtig bei Freundschaft Plus. Man kann es auch einfach beenden, sagen, so jetzt, ab jetzt nicht mehr so. Die haben irgendwie eine offene Beziehung und die Freundin ist damit cool, aber direkt sein und sagen, hey, halt die Schnauze. Deine. Niemand sollte. Bist du gerade an einer Freundin interessiert, Adi Tutor? Nee, bin ich nicht. Ich bin so in meinem TikTok, YouTube, Dingsfilm drin. Ich hätte gar keine Zeit dafür. Deshalb, für mich ist es völlig okay auch so. Wenn ich zufrieden bin und ich habe keine Freundin und ich bin sehr zufrieden momentan, dann
dann alles easy. Sich unwohl fühlen in seiner Haut. Ich habe das Gefühl, eine Freundin würde mich momentan nur stören in dem, was ich mache. Es müsste entweder eine Freundin sein, die wirklich auch dieses Ding macht, aber ich bin so viel, es klingt so dumm, so viel unterwegs, ich bin dort, ich mache dort was. Ich habe sehr selten einen ganzen freien Tag, ich könnte gar nicht viel unternehmen, so deshalb ist es für mich völlig okay. Wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Egal, ob nackt oder bekleidet, auch wenn du 5 oder 10 Kilo zugenommen hast, you're so motherfucking fly. Jeder Körper hat kleine Ecken und Kanten. You're so motherfucking fly. Und sicher kann man aushelfen, sicher kann man, keine Ahnung, den Schlong verlängern, man kann sich die Coochie anpassen lassen, man kann alles und das könnt ihr Den Schlong verlängern, die Coochie anpassen. Oh, du verlängerst deinen Schlong, ich passe die Coochie an. Ich bin in London, denn ich bin ein Mann. auch herzlich gerne machen. Ich habe auch Tage, wo ich mir denke, wenn ich mich heute jemand nackt sehen würde, ich will mich ja selbst nicht nackt sehen, so. Also was mir persönlich hilft, wenn ich mich fühle, ich ziehe mir dann immer schöne Unterwäsche an oder so ein schönes Pyjama-Set. Versuche einfach mich selbst so cute zu fühlen. Ich creme meinen Körper ein, mache meine Haare irgendwie schön hoch oder so. Ich bin mir bewusst, dass ich aktuell vielleicht dann nicht in der 100% perfekten Form bin oder mich gerade nicht zu 110% akzeptieren kann, aber ich kann mich trotzdem versuchen zu akzeptieren und versuchen ein bisschen Wenn ich mich anschaue, Chat, sag mal ehrlich, der Topf sitzt. Wenn der Topf sitzt, ist alles gut. mehr Liebe für mich selbst einzuräumen. Und ich glaube, indem ich das mache, hilft mir das immer ein bisschen wohler zu fühlen. Aber ich habe auch Tage, wo ich mir denke, Und dann mache ich am nächsten Morgen auf und bin so, okay, I'm over that. I'm over that. Dass man solche Tage hat oder Phasen hat, ist ganz normal. Aber ihr müsst euch einfach bewusst sein, dass ihr in eurem Körper, ihr seid motherfucking fine. Ich glaube, ich sage das in jedem Sextalk, aber es ist einfach so. Wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt, egal ob, wie gesagt, mit ein paar Kilo zu viel oder vielleicht auch ein paar Kilo zu wenig, solange das nicht ins Ungesunde geht, ihr könnt immer was an euch verändern, aber versucht einfach eure Hülle, die so viel für euch tut. Nicht nur, als wisst ihr, unser Aussehen ist die eine Sache, aber was unser Körper von außen eigentlich für uns tut und wie der uns schützt und alles, das ist halt, was ich so krass finde. Und wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich immer so, okay, eigentlich scheißegal, wie ich aussehe. Dass es die Frage irgendwie beantwortet hat. Ich finde es schwer, so eine Frage zu beantworten, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, man muss da den Weg für sich selber finden, dass man sich selber einfach akzeptieren kann. Ich liebe meine Freundin, vermisse aber das Single-Leben. Boah, schwieriges Thema. Digga, das ist immer so. Wenn man eine Freundin hat, dann will man Single sein. Wenn man Single ist, will man oft eine Freundin haben. Man will immer das, was man nicht hat. Ist doch immer das Gleiche so. Ich will broke sein, weil ich habe so viel Geld. Nee, aber man will immer das, was man nicht hat. Ist doch immer so. Ich habe das extrem gemerkt, als ich mal eine Freundin hatte von der Zeit, also von der Zeit 1,5 Jahren jetzt, glaube ich. Ist wirklich so, als ich in der Beziehung war, habe ich auch richtig das Single-Leben vermisst. Man hat plötzlich so viele Anforderungen, man muss immer das machen, man muss dort sein, man muss etwas mit der Freundin machen. Dann wollte ich wieder Single sein. Wenn man dann wieder Single ist, dann will man wieder eine Freundin haben. Immer das Gleiche. So gibt es vielen, vor allem in jüngeren Jahren, die dann vielleicht schon eine längere Beziehung haben, die glauben dann, oh, da draußen gibt es jemand Besseres, jemand mehr Aufregendes, ein bisschen aufregendes Sexleben als das, was ich aktuell habe. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Person in einer langjährigen Beziehung ist. Oft vergisst man in einer langjährigen Beziehung, was man eigentlich an der Beziehung hat und was das Besondere an so einer Trennung ist. Ja, und dann will man keine Beziehung mehr, dann trennt man sich und 2 Wochen später denkt man sich, oh, Digga, das war aber schon geil eigentlich. Es ist doch immer das Gleiche. Wenn man schon Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schuleffekt. Man ist in der Schule 4 Jahre lang und man denkt immer daran, ich will, dass diese Schulzeit vorbei ist. Dann ist die Schulzeit vorbei und dann merkt man im Nachhinein so, eigentlich war es schon noch geil. So all die Leute, die man kennengelernt hat, war eigentlich huge. Die Lehrer waren grundsätzlich nett, auch wenn sie einem oft abgefuckt haben. So. Ich glaube, dieser Effekt hat man auch immer bei einer Beziehung so. 2-3 Jahre zusammen ist. Das ist eine lange Zeit für einen jungen Menschen. Was eigentlich bedeutet, dass man so Menschen immer bei sich haben kann und mit dem alles austauschen kann. Und ich bin halt einfach ein absoluter Beziehungsmensch und ich finde Beziehungen sind sowas Schönes. Aber man sieht die halt so oft als selbstverständlich dann irgendwann, wenn man so 2-3 Jahre in einer Beziehung ist, dann denkt man einfach, oh, das ist selbstverständlich, so, ich kann da draußen was viel Besseres finden. Anstelle davon wegzulaufen und was Besseres oder Passenderes oder was auch immer zu suchen, sollte man viel mehr in dem Moment bleiben und sagen, hey, ich habe hier jemanden, den ich wirklich liebe und mit dem ich wirklich schon durch viel durchgegangen bin, mit dem ich viel erlebt habe. Freundin who? Freundin where? Im Kern weiß man, ob man diese Person wirklich liebt oder nicht. Und wenn ihr sie nicht liebt, dann verschwendet Im Kern weiß man's. Sie hat's gesagt. Im Kern, Digga. keine Zeit und dann seid ehrlich zu der Person und sagt, hey, für mich ist es einfach nicht mehr das, was es ist. Aber setzt euch davor hin, mit euren Gedanken und nichts anderem, keine Ablenkung, kein Handy, kein was auch immer, mit einem Stück Papier und schreibt auf, weshalb diese Beziehung für euch so bedeutsam ist. Ja, es ist schon weird, aber es kann wirklich helfen. Einfach mal aufschreiben, was positiv ist, was negativ ist. Und dann sieht man eigentlich, wie viel Positives es hat. Oder weshalb sie auch vielleicht nicht bedeutsam ist. Und was ihr in der Beziehung schätzt und was vielleicht nicht. Und dann habt ihr eine Pro- und Kontraliste und dann seht ihr, liebt ihr diese Person in Beziehung wirklich oder liebt ihr nur die Idee von der Beziehung. Aber wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr wirklich
Spaß habt, mit dem ihr lachen könnt, mit dem ihr, keine Ahnung was, dann finde ich, lohnt es sich immer an einer Beziehung zu arbeiten. Und nur weil ihr Interesse an einem Single-Leben habt, heißt es nicht, dass ihr das Single-Leben am Ende dann auch besser finden wird. So, wenn man in einer Beziehung ist, dann hört sich Single-Leben interessant an. Aber glaubt mir, wenn ihr Single seid, dann hört sich Single-Leben auf einmal gar nicht mehr so interessant an für sehr viele. Und wenn ihr dann den Entschluss gefunden habt, okay, nein, ich möchte mit der Person bleiben, dann kann man ja immer noch Dinge ausprobieren, wie, keine Ahnung, irgendwas Aufregendes im Bett, was schon immer eure größte Fantasie war, Dinge zusammen unternehmen, auf Dates gehen, alles ein bisschen frisch halten, halt wie in diesem Kennenlernen. Auf Frischhaltefolie angelehnt. Stadion, wo man dann noch auf Dates gegangen ist. Stadion. Ich glaube, sowas hält eine Beziehung einfach am Leben, wenn man zusammen Unternehmungen macht, größere oder kleinere, sei Ja, true. nur irgendwo. Wirklich, in einer Beziehung, Digga, Sachen, Unternehmen bleiben am meisten, habe ich das Gefühl. Es ist nicht der Süchs, Digga, oder so. Es ist wirklich vielleicht Ferien oder Tagesausflüge, lustige Abende, aber so der Süchs an sich ist das, was mir wirklich am wenigsten geblieben ist von meiner Beziehung. Zusammen hinzufahren oder zusammen shoppen zu gehen, Dinge zusammen zu machen, neue Dinge zusammen zu erleben. Ich glaube, das schweißt unglaublich zusammen und macht so eine Beziehung auch wieder viel aufregender. Wenn gar nichts mehr hilft, dann kann man immer noch, wenn das allerdings eine offene Beziehung probiert, kann das helfen, dieses Single-Leben-Bedürfnis und das Beziehungsleben-Bedürfnis in eins zu bringen. Aber da müssen beide Seiten. Süchs ist wirklich so das nice Add-on, einfach so ein Plugin, das man noch hat dabei. Das kommt einfach noch mit. Okay sein. Ihr solltet da niemanden zu zwingen. Was macht guten Sex für dich aus? Länger als 2 Minuten zu halten. Ich glaube, wenn es leidenschaftlich ist, wenn es ein bisschen wild ist, wenn beide... Ja, aber will ich schon zustimmen. Bei mir ist schon Süchs, das muss schon ein bisschen wild sein. Es muss so zum Beispiel draußen sehr wild, weil es hat so einen gewissen Adrenalin-Dingsbums und länger als 2 Minuten. Beide Seiten einander respektieren und versuchen, das Beste für den anderen zu wollen. Was für mich bedeutet, dass beide Seiten davon profitieren, also dass beide Seiten hoffentlich ein- oder mehrmals kommen. Ich glaube einfach ein guter Austausch und dass man harmoniert. Dass man weiß, man hat einen Es ist die Harmonie, die es macht. Rhythmus und es ist irgendwie so leidenschaftlich, man küsst sich und es gibt so viel Körperberührung, aber es ist langsam, es baut sich so langsam auf. Ich glaube, wenn sich das so langsam... Ja, Digga, sag's wie es ist, Chat, das Vorspiel ist eigentlich das Beste am Sex. Der Akt selber ist meistens nicht so geil wie das Vorspiel, finde ich. So. Weil das ist wie, wenn man einen Boxfight schaut. Der geilste Moment an einem Boxfight ist, wenn die Leute, spannende Musik, die Leute laufen in den Ring, so, das Ganze baut sich auf, das ist das Vorspiel. Aber wenn dann der Akt selber stattfindet, das ist dann so, ja, okay. Ist schon auch nice, nicht falsch verstehen, aber der Aufbau ist doch das Spannende daran. Und dann so, dass es am Ende so eine Explosion gibt, das ist eigentlich das Beste, das macht, glaube ich, guten Sex wirklich aus. Und manchmal einfach spontan Nee, ich muss sagen, guten Sex macht für mich aus die Existenz davon. sein, spontan und ich glaube... Die Existenz von Sex finde ich grundsätzlich schon mal etwas sehr, sehr Gutes bei mir im Leben. halt ein bisschen so Würde ich etwas Gutes finden? Griffigkeit, sag ich mal so. Und das war's für dieses Sex-Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Krasser Sex-Talk von Emma Luise, straight vom Ballermann, Digga, von Mallorca. Ja, nee, war nice. Ja, ich bin natürlich ein sehr erfahrener Mensch in diesem Gebiet. Cringe, wer Sex hat. True Chat, cringe. Imagine, man hat Sex. My heart